Iris, du hast da dem Ben aller seg Antworten mir genau angeguckt. Was ist dir da aufgefallen? Was mir da aufgefallen ist. Also ich finde, du hast ziemlich überzeugend geantwortet. Also ich hatte mir gefühlt, dass die Antworten, die du gegeben hast, nicht von der Partei auskommen, sondern von den Überzeugungen selber eben. Und ich hatte auch noch eine Vorliebe gehabt zur Digitalisierung, weil du sagst, du hast auch Informatik studiert. Das Jahr habe ich für Julio Dolpaten an der Schule angefangen. Und ich wollte dich fragen, also ich bin zum Beispiel auch selber in einer iPads-Klasse und ich gesehen du aber 4 an Nodeler drin. Und ich wollte dich fragen, was hältst du davon, dass die angefordert werden und was zählen die Schüler also raus? Also sind 4 Deler oder sind auch gewisse Nodeler vielleicht dabei? Was meinst du? Ja, also die iPad-Klasse ist also grundsätzlich eine gute Initiative, dass man mal probieren, die neuen Medien, die neuen Techniken an Klassen ranzubringen. Ich meine, wir sind immer mehr, dass von den als Lycée-Schüler sowieso ein Handy dabei, Google, den Apps noch, kommen auf Wikipedia. Wir werden den Arbeit, den Lehrprozess nicht auch an der Schule anwenden, an eben auch da mehr zu integrieren, die ganzen Techniken. Das einzige Problem, den ich besser gesehen habe, mit den iPad-Klassen als plattformübergreifend sind wir da ein bisschen, wir benutzen dann von enger bestimmter Firma Geräte und da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie du das kannst. Wir sind als Schüler angebunden und die spezielle System, den du musst hören, es sind auch noch verschiedene Schüler, du musst so sagen, ich will erklären, was an dem Apple-Universum am Nummer immer ein bisschen gefangen. Und da werden noch Sachen geben, wo ihr Kind mehr in Richtung Open Source gehen, dass das Quellen offen ist, wo ihr noch wirklich, wo der Staat auch selber ein bisschen die Kontrolle über die Geräte hat und nicht so komplett abhängig ist von einer großen Firma. Aber grundsätzlich sind wir aber positiv, dass die neuen Technologien aber an das Schulsystem integriert gehen. Okay. Dazu möchte ich noch einen Tweet vor, und zwar, dass ja auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass von den Sachen auf Papier abschreibt, da sind sich die automatisch besser merkt, wie von den Leuten zum Beispiel auf einem Laptop überschreibt. Meinst du nicht, dass Leute da vielleicht ein Problem wären, an dem Sinn, dass es für die Schüler vielleicht mehr schwer wäre zu lernen? Weil das der ganze Jahr nicht so übersichtlich, weil normalerweise hast du den wieder ja 400. Und normalerweise ist es eben so, dass du zwar zur Seite kannst und du kannst rüber switchen, mehr übersichtlich ist es eben nicht. Auch für den Notizen halt zu machen. Ich persönlich verhalte mir zum Beispiel nicht, weil ich auf den Computer tippen, von der Java so Blatt schreiben und dann habe ich das direkt am Kopf. Meinst du nicht, das geht vielleicht ein Problem durchstellen? Das Kind vielleicht für den ersten ein Problem durchstellen. Ich sehe das echt als Übergangsphase, dass wir sind auch gewinnt, ob alles mal ein Big am Papier abzuschreiben. Wenn ich vielleicht schon ein bisschen mehr schon wie frei, da man da umgewinnt, ich kann ja in Nies, das 2-3 Jahre, das fängt an, weil der denkt an der Zeitung, weil das Bild mir groß machen. Weil das schon mehr an dem Digital Native, an der Philosophie dran ist, wie benutze ich den Tablet, wie vielleicht ich denke, dass das sich mit der Zeit ein bisschen ausgleichen, dass den mehr, dass einfach eine Gewinnungssache ist, wie man das schafft. Das ist einfach für kleine Unhalt. Das ist ein anderes, ja, voilà, digital Bilder für das verwalten, das ist ein bisschen etwas anderes wie ein Dossier. Und vielleicht muss ich da lösen, dass den Stor gewinnt. Ich habe noch einmal mega Chaos an meinem Desktop. Da sind auch noch alles dran geklagt. Aber das ist nicht auch meine Dokumente. Ja, das ist effektiv. Zeit auf Entwicklung auch von Programmen. Ich meine, ich stehe ja recht an der Kanne schon, wo auch die Programme recht auf den Markt kommen, wo Firmen sich recht beschäftigt sind, oder was können wir machen, wie kann man nach Apps entwickeln, dass das mir einfach geht, für die Schüler können noch an den Dokumente austauschen oder zusammen auf einem Dokument schaffen, dass sie auch noch so wollen, dass in einer Klasse kann zusammen auf einem gemeinsamen Dokument Notizen machen, Kommentare drauf schreiben. Und ich denke, dass das alles können, dann ein bisschen an der Kanne schon unterstützt. Wie lange gibt es Technik-Tablette? 5 Jahre oder so? Ja. 5, 6, 7 Jahre, ja. Ja, aber richtig die Löschhöhe von so einem Gerade an der Schule mal angefangen, aber wissen wir, da brauchen wir ein bisschen Zeit beim Start.